Das ist ein ganz wichtiges Projekt, weil es eben darum geht, dass Lützeburg kein weiße Fleck darf sein, ein Platz, wo Terroristen sich können besser Chancen wie auf andere Plätze ausrechnen, für hier Ziele zu erreichen. Froh ist also die, ob die Regierung an diesem Kader, also besonders bei der Entfeierung von einem zivilen Flieger, ihrer Verantwortung für die Sicherheit vom Land auf vollem Umfang notwendig oder nicht. Ähnlich für der Belgien und der Holland, ähnlich doch für Frankreich, hat die Regierung dezidiert, dass keine letale Force darf über dem Lützeburger Territoire gegen den zivilen Flieger angewandt gehen. Das heißt, ob Lützeburg, dass von der Flieger hier über unser Territoire Richtung Kettenhöfe fliegt, oder Teichhäuser um Kirchbirch oder gegen den Staumauer, dass man dann, wenn es nötig ist, wie so einen Angriff aufzuwehren, den Flieger nicht dürfen aufschießen. Muss man sich bewusst sein, das kann heißen, wenn es dann zu einem schlimmen Katastrophenfall zu Kettenhöfen zum Beispiel kommen, aber dann Konsequenzen auf Land wären. Ich meine, muss ich wissen, worüber ich schwätzt. Den Ansatz für Gewalt ist natürlich immer eine moralisch schwierig froh. Es geht ja darum, Heimat und Sicherheit Grenzen der Wahrscheinlichkeit unschuldig Leute tot zu machen, für mehr eine große Schuld aufzuwenden, also den Tod von noch viel mehr anderen unschuldigen Menschen eventuell zu verhindern. Das wäre zum Beispiel der Fall, dem nur Konsequenzen wären von einer Attacke in Kettenhöfen. Die Situation kann natürlich auch die sein, dass es kein zivile Flieger ist mit Passagieren, mit kleinen zivile Flieger, die mit Explosiv oder so vollgeladen ist, aber wo just nicht ein Pilot dran sitzt. Aber auch das wäre den Blick nicht möglich, aufzuschießen, weil all Ersatz von einem letalen Schuss auch gegen so einen Flieger wäre dann aus sich verboten. Froh ist also, ob ein potenziellen terroristisch vernünftigerweise kein Teil mehr Chancen ausrechnet, sein Ziel zu erreichen, wie auf andere Plätze, ob Lützeburg ein komparativ interessanten Terrain ist. Und die Attitüde von der Regierung schenkt hier ganz klar, die zu sehen, dass sie nicht alles möchte für aufschreckend zu wirken, und dass das Land einmal der Männer für eine terroristischen Attacke geschützt ist, wie vergleichbare Plätze am Ausland. Für der als den Ansatz von letaler Gewalt am Fall, wo Renegade ein Akt von Notwehr, am richtigen Sinn vom Wort, ein Akt für mehr Not aufzuwehren, also justifiiert. Die Regierung bezieht sich bei ihrer Argumentation auf das deutsche Vorbild an der Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 15. Februar 2006. Also sie bezieht sich auch per Analogie auf den Artikel 11.1 von unserer Konstitution, l'État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. Und jetzt muss ich nur gucken, ist die Argumentation stichhaltig oder nicht. Erstens hat all Land seine eigene Rechts- und Verfassungskultur, und als Französisch und Belgisch Operen, die leiden an ihrer Rechtskultur deutlich mehr noch wie Deutschland. Ich muss Ihnen zum Beispiel wissen, dass in Artikel 35 vom deutschen Grundgesetz den Ersatz zum Militär für Bannenzwecke verbietet. Und dass 2 von den 3 Leitsätze vom Urteil vom 15. Februar sich ausdrücklich auf den Artikel 35 Grundgesetz beziehen, eine Rechtssituation, die hier an der Tragweite überhaupt nicht existent ist. Das Zweite ist, was ich muss zu der Analogie mit dem deutschen Urteil festhalten, ist, dass das deutsche Grundgesetz am Artikel 2 ein Recht auf Leben festschreibt. Und ich kann nicht das zitieren, Artikel 2 vom Grundgesetz sagt, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Auch das gibt es in unserer Konstitution nicht, leider nicht, muss ich sagen. Und es ist auch nicht vorgesehen, an der eventuell nächsten Konstitution ein Recht auf Leben anzuschreiben. Das wäre aber sicher eine gute Sache. Es muss sich halt noch wundern, dass die Regierung, die aber sonst mehr flexibel ist, wenn es Recht um Leben geht, ich denke an Auftreibung oder Euthanasie, hat das aber lo invokiert. Es muss ganz klar sein, dass auch noch ein dritten Unterschied besteht, nämlich Dignität vom Mensch. Auch der Begriff von der Dignität vom Mensch als in unserer Konstitution am Blick implizit dran. An Deutschland als es explizit mit der deutschen Bundesverfassungsgericht wird ausdrücklich gesagt am 3. Leitsatz zu seinem Urteil, dass Dignität vom Mensch nicht mehr in Verbindung mit der Garantie vom Artikel 2, nämlich vom Recht auf Leben, invokiert wird. Das heißt, der Vergleich, den heute zugeht zwischen unserer konstitutioneller Situation an der Deutschen, der leidet also eine paar Fehler am Raisonnement. Den ersten ist den Ersatz zum Militär am Bannen zwischen Ersatz als zu Lützeburg nicht verboten. Die deutsche Verfassung kennt Recht auf Leben, was an unserer Verfassung nicht explizit da ist.
Und das nimmen an der Verbindung von denen zwei, wo die Leitsatz zum Februar 2006 geholt gouf. Dann ass nach vom droit de Propors oder vom Prinzip de Proportionalität Reetsgang. Auch do gesi mir u sech ke Problem, weil jo eng Attack géint zum Beispiel Kettenöwen oder de Stausee mat viel méi dodescher ging wahrscheinlich ausgoen, fir d'Attack oder doofscheessen nimmen vun den betroffene Flieger, nimmen an Anführungszeichen. An dummer da wären net nimmen die Leiit eben dod am Flieger, die so oder so werte stirwen, leider Gottes, meben och nach zusätzlich onschëllech Affer, dat kann, wie gesot, auch a ganz groß Zöl goen. Da der hat also en ganz klar Position ernstcht, wie die Regierung doch ernstcht für die Sprecher von der CSV, die für Druck geschwertet, den dat echt als froh formuliert tun. Für uns als ganz klar, dat der Flieger, den an der Hand von Terroristen ass, an den sich nicht aufdrehen oder zur Landung zwingen lässt, muss aufgeschossen gehen. Das ist ganz ohne Zweifel schrecklich, wenn man bedenkt, was Land riskiert, von der nicht geschieht ist, auf wie viel andere Menschenleben dann noch im Spiel sind, schenkt das an Eisen an. Absolut evident, dass das muss gemerkt gehen. Wir stellen uns auch am Ende an der Kommission gemerkt eine Reihe Fragen über die Versicherungen, über die Applikation vom Status of Forces Agreement, werdet gegen Heschen von ausländischen Piloten versicherungsmäßig Zivilflieger gegen aufschießen oder wann es zu einem großen Schritt käme. Das ist aber eine accessoire Konsideration, am allerwichtigsten als dafür von der Gefahr selber. Und mit das aber auch eine Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass es wichtig wäre, dass man eine Responsabilität zivil bei den Atomkraftwerken sollten, es gibt eine Reihe Konventionen, die Lützeburg noch nicht unterschrieben hat, dass man das auch sollte machen. Das ist nämlich auch nicht ausgeschlossen, dass ohne Renegade ein ziviler Flieger kann, zum Beispiel gegen den Atomkraftwerk fliehen und da auch Schuld verursachen. Dann die letzte Bemerkung, ich hatte angekündigt bei dem Gesetz für Drohnen, auch heire Menke zum Mozentrum geht, und das ja an der Prozedur 4 gesehen, die pure Etappen hört, was geschieht, von der Fall von einem Renegade 4 gesagt, eine Warnung, ein Kontaktaufnahme, visuell, probieren die Flieger aufzudrehen, probieren die Flieger zur Landung zu bringen, Warnschuss. Und dann ist es auch wichtig, dass wir auch heire Menke Kontrolle über den eigenen Luftraum können ausüben, und wir können nicht mehr bedauern, dass die Regierung daran denkt, das auszulagern. Das gesagt wird verstehen, dass wir am Interesse vom Land, aber seine Leute, dieses Projekt nicht mitstimmen können. Wir denken, dass in der Verantwortung, die wir in so einem Fall haben, nicht gerecht wird.